Ja, es gibt auch 303, da kannst du 303er holen. Tabak, Zigarre. Mehr ist nicht, aber die sagen wohl nichts. Ja. Schmeckt. Alles gut. Draußen wird alle Brötchen von der Toilette. Ankommen. Auf alle das Oberreichen und alle möglichen Betriebe. Da kommt dann ein Schiff an, wie in China, kommt Schuhe raus, dann Bohlen angewandt und wieder weg. Es werden die billigen Arbeitsplätze benutzt und es werden dort wirklich keine Steuern bezahlt. Deswegen haben sich die ganzen Fabriken da angesiedelt. Die Sachen dürfen normalerweise auch nicht, weil die steuerfrei in ihrem Land gekauft werden. Nur wenn dann die Produkte wieder besteuert werden, dann können auch Regeln auch werden, die hier und die Organe, die können dann hier auch verkauft werden, aber die müssen dann auch Steuern bezahlen. Und Mietverkauf außerhalb der Fabrik geht nicht. Diese Fabriken, diese Zona Franca, gibt es in jeder größeren Stadt dieser Insel und das sind die größten Arbeitgeber der Insel. Da kommt der Tourismus nicht mal in die Nähe. Nur in La Romana arbeiten in dieser Zona Franca 30.000 Menschen. Und die gibt es in jeder Stadt. Ja, also das ist wirklich der größte Arbeitgeber. Damit halten sie sich dann mehr oder weniger über Wasser. Dort ist der Mindestlohn. Der Generaldirektor für diese Fabrik. Der hat eben das hier zusammen aufgebaut, der hat sich das zurückgezogen, dann wurden dann Anteile an verschiedenen Kunden verkauft und der war immer hier der Intelligente. Weil der hat auch selber Zigarren entwickelt in Amerika, der sehr bekannt. Hat seine eigenen Zigarrenmarken und so weiter. Und hat wirklich was aus dieser Firma gemacht, weil die war ja nicht von Anfang an 4.500 Leute. Das ging mit einem kleinen Ding an mit 100 Leute und wurde dann noch mehr. Die produzieren jetzt 53 bis zu 53 oder auch mehr manchmal unterschiedliche Zigarrensorten. Und zwar ist es da so, dass die haben ihre eigenen Hausmarken, wie Monte Cristo, Romeo, Julieta, Upmann und so weiter. Ungefähr 11 Marken sind Hausmarken. Und die restlichen Zigarren sind Lizenzmarken. Deswegen, wenn die irgendwann mal importieren können, dann ist es eine andere. Und es gab immer Diskussionen, welche ist jetzt die Original- und die Küstenwaffe? Ist es jetzt hier die dominikanische oder ist es in Kuba die kubanische? Das war erstmal was derselbe Mann. Das zweite, die Diskussion liegt über Jahrzehnte. Keiner konnte es lösen. Dominikaner haben so, jetzt wird Folgendes gemacht. Alter werden dann verwendet. Wer denkt, er kann es besser? So, diese 2 Blätter jetzt werden jetzt zu den Arbeitern geliefert, die das dann hier verarbeiten. Und zwar habt ihr hier noch ein kleines Rezept. Ganz später, wenn was gepresst wurde, kommt das für ihn zum Beispiel und er macht jetzt das letzte Deckblatt. Er schneidet sich das Blatt zurecht, vielleicht fängt das dann vom Boden. Wir können jetzt Folgendes machen. Wir können das jetzt hier verteilen. Hier hinten, die machen alle das Gleiche. Wir können uns das Vor anschauen und Fotos machen. Wir haben einen Klebstoff da, das beziehungsweise als Harz von bestimmten Bäumen. Natur. Und damit wird das auch richtig zusammengegeben. Also auch so hoch und das macht, wenn irgendwann die Zigarre fertig ist, das hier wäre jetzt die Zigarre fertig. Ein guter Raucher braucht diese Zigarre nicht. Also im einfachen Grund, die ist noch befrischt. Was ich jetzt mache ist, ich nehme diese Zigarre und schaffe die in einen Humidor. Das ist zum Beispiel dieser Raum. Das ist ein Raum mit einer Luftfeuchtigkeit von 80% und ungefähr zwischen 18 und 21 Grad. Hier drin in diesem Raum können dann die Zigarren
müssen die ungefähr 3 Monate gelagert werden und danach kommt die perfekt in den Folienwald, in die Füße oder in die Kiste rein. Die können aber auch nicht Jahre, 3 Jahre lagern. Die genauso wichtige Bedingungen, um jetzt die Jahre über längere Zeit aufzutragen. Die sind erreicht. Schaut euch alles in Ruhe an und dann können wir uns jetzt verkaufen. Modi, esa vaina es buena desafío. Ja, und wie viel machen Sie pro Tag?